Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Heute werden wir für in unser Junk Journal rein solche riesengrosse Täschchen oder in der Taschen machen. Die werden wir dann gerne so L-förmig reinkleben, damit wir hier etwas Grosses mal reinstecken können. Irgendeinen grossen Brief oder ein Buchzeichen, wie es raufkommt oder was auch immer. Die kommen dann so da rein. Also, irgendwie so. Und ich habe die extra so riesig gemacht, weil ja, ich möchte mal ein bisschen grosszügiger arbeiten, ein bisschen mit grossen Sachen, mit grossen Bildern. Ich finde, das gibt dann auch so mal ein bisschen Ruhe oder ein bisschen, ja, es ist doch ein Blickfang. So, einmal habe ich die ganze Geschichte gemacht, wo ich es einfach von Hand gerissen habe, wie es gerade gekommen ist. Und einmal habe ich es mit dem Lineal gerissen. Ja, probieren wir doch einfach, schauen wir, wie es tut. Ich habe hier irgend so ein gespässiges Bändchen draufgeklebt. Einmal ein bisschen verkrügelt, einmal schön flach. Und hier einen Knopf. Die Knopfsache hier, die ist mir ein bisschen zu dick für unser dünnes Journal rein. Ich denke, wir machen dann irgendetwas Flacheres, vielleicht mit Sommervögeli, Kleberli. Ja, ich lasse mir dann noch etwas einfallen. Ich möchte es gerne ein bisschen flacher haben, das mal. Die zwei gehen hier mal ein bisschen warten und gucken, so dass wir wissen, was wir machen. Das können wir jetzt abschauen. Ich habe gerade ein A4-Blatt geviertelt und habe so die Zettel rausbekommen, die gerade die richtige Grösse haben für unser Journal rein. Und ja, nehmen wir jetzt einfach gerade die wir hier noch haben. Dann werden wir auch hier die Ecken runden. Gerade so. Und was mir aufgefallen ist bei diesem Papier, das ist so ein marmoriges Papier, wo irgendwie so, ja, ich weiß auch nicht, ob das einen bestimmten Namen hat, aber es ist denke so Urkundenpapier irgendwie. Es ist ein bisschen fest, aber auch so ein bisschen komisch glatt. Und tatsächlich nimmt das so die Stempelfarbe nicht so enorm gut an. Ich denke, bei denen hier habe ich es mit Walnuts gedacht. Jetzt werde ich mal ausprobieren, wie es tut mit Schwarz. Jetzt habe ich natürlich genau das falsche Teilchen. Wechseln wir das Ganze noch. So. Die Finger habe ich auch schon voll. Sehe ich auch schon aus wie ein rechter Bastler. Also es nimmt schon ab, die Farbe, aber irgendwie denkt es mir, ja mal, jetzt beim Schwarzen ist es fast ein bisschen besser, beim Braunen. Habe ich da dran rumgefiguriert wie verrückt. Das ist irgendwie... Ich hätte es nicht so recht nehmen. So. Gut, einmal rundherum. Und dann noch. Und dann habe ich als erstes, sogar für ganz zuunterst, irgendwo am Ecke oder beim anderen dort am Rand, habe ich vom geschriebenen Papier genommen. Also ich lege die noch einmal hier rein, damit ihr seht, von was ich schwätze. Da, geschriebenes Papier und unten dran Notenpapier. Und da, ja, da habe ich einfach einmal so und einmal so. Ich glaube, ich möchte es gerne so machen wie da. Und einmal so und einmal so. Weißt du, wie ich meine? Oh, herrje.
Heute kann ich anscheinend überhaupt nicht gut erklären. Gut. Und ich tue mir das jetzt mal mit dem Lineal reissen. Wow. Schaut mir alles davon. Wenn es geht, wäre schön, wenn es ein bisschen gerade wäre. Oh. Das ist aber echt altes Papier. Da hat es mir jetzt hier gerade ziemlich verrupft. Ja, noch. Ich hoffe, es geht dann beim Inken. Also komm, jetzt nehme ich einfach einmal. Jetzt nehme ich einfach einmal so. Die Richtung ist ein bisschen besser. So, und so. Gut. Einmal. Und das könnte ich doch jetzt noch probieren, von Hand zu reissen. So, hier noch ein bisschen. Das ist mir jetzt da ein kleines Gefötzel. Da. Und dann. Aha. Wie habe ich es jetzt? Ja, ist ja egal. Jetzt mache ich es einfach, wie es kommt. Jetzt mache ich das einfach, wie es kommt. Und dann schaue ich dann. Ich reisse es jetzt einfach mal. Dann schauen wir, wie wir es anordnen wollen. Das da möchte ich gerne weg haben. Manchmal gefallen mir die ja sehr gut, da, die Rändchen. Aber heute nicht. Was wollte ich weg haben? Das wollte ich weg haben. So, das ist recht dunkel. Macht nichts. So, und so reisse ich es wieder von Hand. Bolognese wollen wir nicht drauf haben. Aha, jetzt ist es also so. Ja gut, da geht ja auch. Da geht ja auch. Und jetzt wollen wir noch schauen, welche Dings es da gut dazu passen. Welche Viechlis. Ich habe gedacht, vielleicht, es hat doch das irgendwo ein Vögel gehabt. Irgendwo. Das Häsli, das haben wir schon. Das wäre noch ein herziges Häsli. Oh je. Hallo, wo ist jetzt das Vögel? Oh, der Fuchs ist auch schön, he? Und das Häsli auch. Ich finde es nicht. Ich will das Vögeli. Vögeli, Goppaloni. Da. Voilà. Genau, das Vögeli. Und das Häsli. Oder, oh, schau mal, das Füchsli ist ja ganz süß. Ist ja ein bisschen zu gross. Ich vermute fast. Oh, das. Aber das Häsli, das schaut doch süß mit dem Röseli. Da. Oder? Ja, ich will lieber das. So, gut. Die anderen müssen weg. Eins reissen wir von Hand. Welches? Ich glaube, es ist das da. Nicht die Ohren abreißen, bitte. Da und da das Sommervögel wäre noch herzig, wenn da drauf wäre. Und eben das Blümchen natürlich, aber der schwarze Rand da nicht. Wir machen den eigenen schwarzen Rand. So. Oh, das passt jetzt aber irgendwie überhaupt nicht. Und da wäre ja eigentlich das gewesen, was wir mit den Dings gerissen hätten. Aber wieso nicht mischen? Da schön gerade.
Und da, aber weißt du was, ich glaube, das Vögel sieht da nachher auch. Ich habe fast das Gefühl, ich muss das anders machen. Schauen. Vielleicht so. Wo geht's? Das ist besser. Das ist besser. Ich finde das so super, dass da noch mit Bleistift so draufgeschrieben ist. Gefällt mir mega. Würde nicht als Häschen passen? Nein, weiß nicht. Tun wir zuerst mal das Vögel ausreißen. Dann sehen wir es dann. Da weg, das Gefetzelzeug. Oh, wie gross soll das Vögel sein? Kann ich denn da vom Vögel ein bisschen abreißen? Oder sieht das dumm aus? Muss das ganz drauf sein? Das ist schon ein bisschen gross. He? Ich glaube, ich muss dem das Schänzchen abrupfen. Komm, Vögel. Sorry. Aha. Aha. So. Oh ja, das wäre jetzt aber gar nicht so schlecht. He? Das würde mir noch recht gut gefallen. Und wie sieht das? Eben das ist auch... Irgendwie habe ich doch ein bisschen zu viel vom Häschen abgerupft. Und nein, das verdeckt zu viel. Nein. Ich glaube, so ist gut und so ist gut. Sonst reisse ich da halt das Sommervögel noch ab. Soll ich das machen? So. Oh ja, hey, das ist viel besser. Ich meine, vielleicht kann man das ja hier noch brauchen. Ja. Ich glaube, es kommt gut. Also, dann das Zeug auf die Seite schmeißen und dann, nein, halt, stopp. Inken, nicht vergessen. Das passiert mir im Fall manchmal. Und dann, wenn es aufgeklebt ist, merke ich so, oh, upsi, ich hätte doch noch wollen. Wäre jetzt also noch schön gewesen. Würde jetzt also fast ein bisschen besser aussehen, wahrscheinlich, wenn es noch gelinkt wäre. Ja. Keine Ahnung, wie ich mich da besser daran erinnern kann. So. Aber es wird mir wahrscheinlich noch ein paar Mal passieren. So, ist das jetzt eigentlich okay, wenn wir das hier schwarz inken? Sieht das gut aus? Also ich finde, bei den Noten sieht es sowieso immer gut aus. Weil die Noten ja auch schwarz sind. Und nachher passt das hervorragend. Beim Text ja eigentlich auch. Ist es ein bisschen zu krass, zu dunkel? Wir können auch noch ein ganz feines schwarzes Rändchen machen. Schauen wir mal, wie es tut. Da ist es mir ein bisschen fest zerfötzelt. Habe ich irgendwie auf die falsche Seite gerissen oder so. Da. Wie haben wir es jetzt gehabt? Das glaube ich ein bisschen in der Mitte und das nachher so drüber. Das ein bisschen mehr Ecke. Oh ja, so. Nein, ist gut. Ist doch gut mit Schwarz, oder? Ist doch subi. Und jetzt wollen wir noch schauen, wie das Häschen aussieht. Wenn das geinkt ist. Ich finde das Papier hier, die Schrift,
die ist ja nicht so ganz tief schwarz, sondern eher ein bisschen matt. Und das würde eben, glaube ich, recht gut aussehen, wenn man das mit Oxide macht. Weil das Oxide schwarz, das ist ja eigentlich fast so ein bisschen Anthrazit. Und das finde ich, es passt extrem gut zu dieser Schrift. Haben wir auch schon irgendwo gemacht, in einem Projekt, ich weiß gerade nicht mehr welchem. Haben wir das mit Oxide gelinkt und es sieht super aus. So, der Weg und dann noch der Küngel. Passt doch jetzt super in die Osterzeit. Oder kann man das schon Osterzeit nennen jetzt? Ist schon Osterzeit langsam? Schon. Ich meine, die Läden sind wieder voll mit Ostersachen. Und ich weiß gerade nicht genau, wann das Video rauskommt. Vielleicht sind wir dann, wenn es rauskommt, schon voll in der Osterzeit drin. Da. Und dann passt doch das Küngeli total gut. Da. Komm. Da, das Vögeli noch. Also Sommervögeli meine ich. Solig. Oh ja, schau mal. Ich glaube, da sind wir so ganz herzig drin. Oder wir können, nein, Blümli. So. Mal, gefällt mir. Hey, prima. Also, kleben. Jetzt darf ich es kleben, gell? Jetzt ist die Zeit. Also. Den hier haben wir gesagt. Mehr so ein bisschen links gegenüber. Bravo. Ich mache es jetzt mit Tacky Glue, weil mein Stiftleim ist gerade fertig. Und ich müsste gerade irgendwo den neuen rausgrübeln. Und darum mache ich es jetzt einfach mit dem, was oben ist. Er hat hier schon nachkleben. Darf er aber nicht. So. Sehr gut. Ich muss noch mal testen. So würde es natürlich auch gehen, aber dann ist er recht weit unten. Oder lieber so. Ist es besser? Ich glaube schon. Ich habe das Gefühl. Also, das in rechten unteren Ecke runterkleben. Den wieder den verkehrten Weg reinstecken. Oh ja. Ich finde, es sieht super aus mit dem Kaffee gefärbten. Das ist auch ein bisschen Kaffee gefärbt noch. Und da natürlich die riesen schönen Flecken. Das finde ich hübsch. Macht recht etwas her. Es ist ein bisschen schade, dass wir den gerade komplett überdecken. Aber er macht es ein bisschen ruhiger noch. Das ist okay, dass der verdeckt wird. Und gut. Der wieder verkehrt weg. Und was haben wir gesagt? Irgendwie so. Voilà. Oh, hübsch. Das gibt aber ein hübsches Täschchen. Das gibt aber wirklich ein hübsches Täschchen. Was ist jetzt schöner? Schwarz oder braun? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also, der Küngel wird noch verklebt.
Jedes Mal denke ich nicht dran. Hä? Furchtbar. Gut. Ich meine dass man den Leim, der ist extra so gemacht, dass man nicht den verkehrten Weg so in den Deckel reinstellen kann, wenn man ihn nicht braucht. Dass er immer schön runterläuft und man ihn immer direkt benutzen kann. Aber ich stelle den eben immer so her und nachher muss ich immer schütteln, bis wieder etwas rauskommt. Und ich habe mich einfach noch nicht daran gewöhnt. Es wäre ganz easy und es wäre super, super Idee, dass man das eben machen kann mit dem Leim. Schliesslich ist ja noch dieser Weg auch angeschrieben. Es sollte doch irgendwie logisch sein. Aber es ist einfach irgendwie noch nicht ganz intuitiv. Noch nicht. Vielleicht kommt es dann, wenn ich noch ein bisschen mehr mit dem arbeite. Aber so. Und ihr werdet mich immer sehen mit dem Leim und jedes Mal würde ich wieder sagen, ich muss es ja da reinstellen. Die schon ein paar Filme von mir gesehen haben, die haben das vielleicht auch schon gesehen. Und vielleicht haben sie gedacht, was hat sie für ein Problem? Das wäre mein Problem. Oh Mann. So, gut. So. Herzige Küngeli. Und Sommervögeli. Was ist da? So, das ist blöd, gell? Nein, das muss schon da her. Also, noch einmal. So, prima. Ja, hey, wow. Ich finde die herzig. Die sind super rausgekommen. Ganz schnussig. Aber jetzt werden wir doch hier auch noch irgendein hübsches Rändchen, irgendetwas hermachen. Irgendwas. Ich habe mir da so ein selber geschöpftes, rosarotes Papier rausgelesen, weil ich gedacht habe, das würde doch jetzt da noch super gut passen von der Farbe her. So als Rändchen. Und einfach, oder so. Da verdeckt es mir jetzt natürlich gerade einen super hübschen Sommervogel. Vielleicht so, vielleicht nur da. Oder lieber so ein... so. Nur so. Ja, nicht so. Noch nicht so begeistert. Das ist auch irgendwie komisch. Vielleicht gleich nicht. Ich kann eigentlich hier nicht so ein wirres Gefötzel machen. Vielleicht schaue ich mal, ob ich noch ein Washi-Tape finde, das irgendwie irgendetwas hergibt. Da so eins mit so Blümchen. Oh, schau jetzt. Aber mal, ich glaube, das gefällt mir fast besser. Da hat so ganz feine rosa Blümchen drauf. Das auch mal. Das ist für den Vogel fast ein bisschen zu fein. Jetzt bin ich schon wieder im Clinch, gell? Also fürs Häschen finde ich geht super und ich kann es sogar hier über einen Sommervogel rüberkleben. So. Und der braucht irgendetwas anderes. Dann hätte ich hier so ein komisches, beschriftetes irgendetwas. Oder? Information. Ich glaube, ich nehme das. Komm. Geben wir dem da die Information. Vielleicht ist ja etwas Wichtiges. Vielleicht sagt uns der Vogel etwas Wichtiges. So. Nein, überhaupt nicht so. Komplett krumm.
Und da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen abreißen. Ah, also komm. Da klebe ich es gerade voll über die Noten, das wollte ich nicht. Und jetzt über den Rand. Mama, so ist gut, so ist gut. Ja, ja, ja. Prima. So, und jetzt anstatt den Knopf habe ich gedacht, nehmen wir hier eben gerade ein bisschen Sommervögel, etwas Guckers. Oh, ganz feines. Oh mein Gott, das ist so herzig. Da etwas Gröberes vielleicht. Wenn wir schon das Schwänzchen abgeschnitten haben, können wir das auch verdecken mit irgendetwas Schnusigem. Oder rosa. Rosa? Spiegelt es mega, gell, bei euch? Könnt ihr mir gar nicht so helfen, rauslesen. Wenn ich euch hören, nein, nimm nicht das, nimm das andere. Aber ich kann ja mehrere draufkleben. Das sieht aus, als wäre es irgendwie verkehrt draufgeklebt. Das ist komisch. Ich könnte mehrere nehmen. Ich könnte so ein helles nehmen. Und dann, vorhin hatte ich doch irgendein dunkleres gehabt. Das hat noch cool ausgesehen. Das da. Das ist noch hübsch. Oder lieber. Ich glaube, das ist besser. Oh ja. Ja, ich glaube, ich nehme das. So. So. So und so. Und da hätten wir nochmal ein rosaniges. Komm, da dürfen doch auch 2 mitmachen, oder nicht? Ist das komplett über Dingsbumselt? Nein, das ist gespässig. Das ist also obergespässig. Da ist noch etwas herziges, feines oder so. Und ein bisschen grösseres noch wäre jetzt noch so hübsch gewesen. Oder so ein seitliches. So. Nein. Ja, ihr kennt mich ja. Ich könnte da jetzt stundenlang, gell? Stundenlang könnte ich jetzt so Sommervögel aussuchen. Jedes 32 Mal herheben und immer bei jedem denken, nee, ja, nein. So. Vorhin haben wir das gehabt, gell, glaube ich. Ich mache es jetzt einfach so. Irgendwann muss man sagen, stopp. Einfach draufkleben. Oh, jetzt habe ich gerade noch ein ganz kleines Herz gesehen. Nein, es ist viel zu dunkel. Ja, ist gut. Also los. Ich hoffe, ich habe nicht allzu leimige, farbige Finger, aber ich habe mir auch extra noch Pinzetten parat gemacht. Jetzt habe ich vergessen, wo ich das herkleben wollte. Da, also. Mann. So. Irgendwie so. Keine Ahnung mehr. Vergessen. Oh, und der schon schön so über Schwänzchen, damit man meint, das Schwänzchen sei dort noch hinten runter. So, jetzt aber. Ja, jetzt ist gut. Toll. So. So nämlich. So. Gut, ihr seht es gut nicht, es glänzt. Jetzt zeige ich es mal. Wow. Sehr herzig, sehr hübsch. Jetzt noch Sommervögel vom Häschen. Ja, was klebt damit? Ja. Komm. Oh, es geht immer so. Es ist immer mühsam. Jedes Mal. Jetzt ist es gegangen. Und das. Warte. Wie war das? Das 14. wollte ich, dass man noch sieht. So. Das ist doch auch extrem herzig. Oh ja, jetzt gefallen mir beide mega gut. Jetzt gefallen mir alle. Die auch. Aber jetzt, wenn ich so einen Vergleich sehe, ich glaube, ich wäre eher bei braun im Fall. Also geinkt meine ich jetzt.
Das macht es ein bisschen schlichter, das macht es fast ein bisschen düster, aber ja, nicht so schlimm. So, weißt du was, ja, es reicht doch noch gerade schnell, die reinzukleben. Jetzt haben wir natürlich hier auch wieder die Qual der Wahl, keine Ahnung, wo wollen wir das Zeug haben. Haben wir auch vielleicht den Vogel, ziemlich weit vorne. Und das Küngeli, würde es hier reinpassen? Oder auch noch ein bisschen weiter hinten. Haben wir denn hier hinten noch irgendwo ein Plätzchen? Ich glaube hier. Nein, zwar. Nein, dann verdecken wir das Bändchen, das es eben in der zweiten Signatur drin tut. Vielleicht hier. Da sind wir sehr sommervögelig unterwegs. Da würde es doch noch gut passen. Oh ja, ich glaube man macht es hier. Hm? Ja. Ja. Gut, also. Und weißt du was? Also jetzt einfach nur so. Ich glaube, das klebe ich jetzt so drin. He? Mhm. Ja, weil das Häschen schaut auf die Seite und irgendwie so schaut es schön ins Buch rein. Das ist doch alles toll. Alles super. Also ich liebe so und so. Ich liebe so. Nicht, dass ich es plötzlich falsch reinlime. Aber hey, es könnte auch so ein Upper Tag geben. Natürlich, wo man etwas so von unten kann oben reinstecken kann. So etwas haben wir natürlich, glaube ich, auch noch nicht. Das wäre doch noch etwas, was wir machen könnten. So. Gut. Das ist jetzt da viel wilder geworden, als ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Eigentlich hätte ich etwas Ruhigeres machen, aber ich finde es recht herzig. Und gerade mit dem Bleistift geschriebenen hier auf der Seite, das macht es irgendwie noch einmal einzigartiger. Ah, ich habe mega Freude. Gefällt mir super gut. Das gefällt mir auch wirklich. So, und jetzt da sind wir. Oh, schau. Muss ich gut aufpassen, blättern. Da habe ich gedacht, das hat gerade so eine ähnliche Farbe. Könnten wir noch das hier reinlegen. So, und da nehmen wir es auch da. Wow. Oh. Da ein bisschen verschmiert. Gut. Und jetzt schaue ich, dass ich das hier auf die gleiche Höhe mache wie das andere. Dass mir da gerade das so ein bisschen übereinstimmt. Ich glaube, das würde mir noch so gefallen, wenn das dort stimmen würde. Aber das ist natürlich auch jedem selber überlassen. Ich glaube, das ist so ein bisschen natürlich künstlerische Freiheit und Geschmackssache. Ich finde es noch schön, wenn das ein bisschen... Ja, es gibt so eine Einheit, nicht schön? Seht ihr überhaupt, von was ich rede? Das und das, ja, gell. So, voilà. Hey, die sind doch super schön herzig rausgekommen. Die beiden hier. Einmal so und einmal so. Zwei riesengroße Täschchen, wo man irgendwie einen schönen Brief reinstecken kann oder ein Buchzeichen oder was auch immer. Doch, gefallen mir. Hat mich mega gefreut, mit euch das zu machen. Ich bin glücklich. Ja, ich hoffe, ihr habt auch gerade vielleicht mitmachen können oder habt jetzt gerade eine gute Idee und sagt, oh ja, hey, das nächste Mal muss ich unbedingt. Dann könnt ihr es euch ja speichern, das Video. Oder ihr könnt auch den Kanal abonnieren, wenn ihr wollt. Und nachher sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Würde mich mega freuen. Bis dann. Tschüss.